So schön. Ich habe mich sehr gefreut, wieder mal hier auf der Bühne zu stehen. Es ist auch Zeit geworden. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, das ganze Jahr keine Gelegenheit zum Predigen gefunden. Und man merkt dann, dass es wieder Zeit ist, wenn einem Leute im Gottesdienst ansprechen als Newcomer und einem erklären, dass wenn ich irgendein Anliegen habe, ich mich auch an einen der Pastoren anwende. Nein, ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Ich fange an mit einer Kindheitserinnerung. Ich habe immer die Garfield, ich habe überhaupt gerne Comics gehabt und so Garfield-Comics habe ich immer geliebt. Und eine Figur, die bei diesen Garfield-Comics vorkommt, ist neben dem verfressenen Kater Garfield natürlich, ist so eine kleine hässliche Ente gewesen. Und die ist auf so einer Farm, hat die gelebt und die hat so Agoraphobie gehabt. Das heisst, die hat Angst gehabt vor offenen Plätzen. Die hat sich immer so den Hausmauer entlang drängt und den Bäumen entlang geschlichen. Und immer, wenn sich das arme Entli, das ängstliche Entli einmal ins Freie gewagt hat, auf ein Feld oder irgendwie so, dann ist aus heiterem Himmel ein Klavier auf das Entli runtergekracht, oder? Und einfach jedes Mal, das ist so der Running Gag gewesen, in jedem Heft hat es einfach ein Comicstrip gehabt mit dem Entli, wo ein Klavier aufs Dach überkommt. Und das ist, wie ich dann später gemerkt habe, ist ein sehr beliebtes Motiv überhaupt bei Cartoons und bei Zeichentrickfilmen auch gewesen. Es findet sich aus allen möglichen Trickfilm, Pink Panther, Goofy, Mickey Mouse und so weiter. Es findet sich überall so Szenen, wo Leute völlig unverhofft ein Flügel oder ein Piano auf den Grind fallen. Der Witz daran ist natürlich, dass etwas passiert, wo komplett unwahrscheinlich ist. Und doch tritt es ein. Und ich habe dann ein bisschen später ein Buch gelesen, wo ein bisschen seriöses Bild noch braucht für das Unvorhergesehene, für das völlig Unwahrscheinliche, wo uns dann von der Seite treffen kann. Und das Bild ist der schwarze Schwan gewesen. Und zwar geht das Buch von der Beobachtung aus, dass Schwäne bis zur Entdeckung von Australien irgendwann im 18. Jahrhundert sind Schwäne per Definition weiß gewesen. Also jeder Schwan ist, also ein Quadrat hat 4 Ecken und ein Junggesell ist nicht verheiratet und ein Schwan ist weiß. Und dann sind die Seefahrer auf Australien gekommen und sehen dort schwarze Schwäne. Und auf einmal hat man alle Schulbücher müssen umschreiben. Der Typ, der das Buch geschrieben hat, das heißt auch der schwarze Schwan, ist der Nicolas Taleb. Das ist ein Statistiker, der erstaunlicherweise ein sehr spannendes Buch geschrieben hat, eben über völlig unerwartete Ereignisse. Der Erste Weltkrieg, die Erfindung vom Computer, Terroranschläge vom 11. September, der Siegeszug vom Internet, Reaktorkatastrophe in Fukushima. Alles Ereignisse, wo im Nachhinein zwar erklärbar werden, rekonstruierbar werden, aber wo keiner hätte voraussagen und wo die Karten vom Spiel irgendwie ganz neu mischen. Der Ralf hat gesagt, wir sind in dieser Serie Hopefully. Das ist eine Predigtreihe, die uns eine hochprozentige Hoffnungsinfusion will verpassen am Anfang oder so einigermaßen am Anfang von dem Jahr 2023. Und heute der Titel, den ich bekommen habe für diese Predigt, lautet «Tanzen auf dünnem Eis». Tanzen auf dünnem Eis, und das ist eben auch ein Bild für ein unsicheres Leben, für die zerbrochene Wirklichkeit, wo wir drin leben. Also die Frage, die ich mir heute stelle, ist, wie lebt man ein hoffnungsvolles Leben im Angesicht der Unberechenbarkeiten von unserer Zeit? Oder eben, wie tanzt man auf dünnem Eis? Ich glaube, uns ist jetzt gerade nach den letzten paar Jahren so bewusst wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr, dass die moderne Welt, wo wir drin leben, dass gerade das westliche Leben, das wir führen, extrem
störungsanfällig ist. Dass unsere Welt, dass die Menschheit eigentlich so ein bisschen wie zu einem gigantischen Mobile zusammengewachsen ist. Millionen von Teilen, die miteinander in Verbindung stehen. Und wenn man an einem Ort stört, wenn man an einem Ort zieht, dann gerät das ganze Mobile aus dem Gleichgewicht. Das gilt kollektiv, gesellschaftlich. Die Pandemie hat uns das gezeigt. Auch der Ukraine-Krieg hat gezeigt, wie dann plötzlich Sachen beeinträchtigt sind, wo man gar nicht denkt. Getreidepreise, Energiepreise, keine Ahnung, der Arbeitsmarkt, alles Mögliche verändert sich, wenn an einer Stelle Unruhe reinkommt. Und natürlich sind die Unsicherheiten auch individuell oder persönlich festzumachen. Es braucht auch nicht viel, um unser persönliches Leben aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wir sind eigentlich immer nur ein Arztbesuch weg, nur eine Diagnose weg, nur ein Velounfall weg von einem Ereignis, wo die Karten von unserem Leben komplett neu mischen. Die Frage ist, wie wir mit dieser Unsicherheit vom Leben umgehen, wie wir hoffnungsvoll bleiben da drin. Die Strategie von den meisten Menschen, würde ich jetzt sagen, oder der unmittelbarste Reflex ist, wegschauen. Oder? Die Unsicherheiten irgendwie auf die Seite, einfach so Kopf ins Sand stecken oder so tun, wie wenn das Eis viel dicker wäre, als es eigentlich ist. Das gibt auch eine geistliche Variante von dem. Es gibt Leute, die zitieren den Psalm 91, da heißt es an einer Stelle, 1000 fallen zu meiner Linken und 10.000 zu meiner Rechten, aber mich trifft es nicht. Das kann man auch machen, aber was ich heute machen möchte, oder probieren, sind 3 Anregungen weiterzugeben, wie wir nicht den Kopf ins Sand stecken angesichts von der Unsicherheit von unserem Leben, sondern wie wir im Angesicht von all diesen Unsicherheiten Hoffnung in unserem Leben hochhalten. Und die erste Anregung ist ganz simpel: Schätze den Moment. Den Moment wertschätzen. Ich habe ein Buch gelesen die letzten Wochen. Ich bin noch nicht fertig, ehrlich gesagt, weil ich es fast so lese wie ein Andachtsbuch, ganz Seite für Seite und so, ganz in kleinen Portionen, weil es wirklich eines der besten Bücher ist, die ich die letzten Jahre gelesen habe. Und das heißt 4000 Wochen, ist von Oliver Burkeman, ein Journalist, der sich auseinandergesetzt hat, einfach mit der Tatsache, dass das Leben irgendwann zu Ende ist. Und er hat das mal ausgerechnet, so durchschnittliche Lebenserwartung, etwas unter 80 Jahren, gibt 4000 Wochen. Also etwa 4000 Wochen sind einem durchschnittlichen Erdenbewohner oder Bewohner von der westlichen Welt zumindest geschenkt. Und seine Strategie ist jetzt eben nicht wegschauen, sondern ganz bewusst drauf schauen, scharf stellen, ganz bewusst sich der Tatsache stellen, dass ein Leben irgendwann fertig ist. Und seine These ist, dass erst wenn wir uns der Endlichkeit von unserem Leben bewusst werden, dass wir erst dann den Mut überkommen, Zeit wirklich fürs Richtige und fürs Wichtige aufzunehmen. Solange wir uns quasi in dieser Illusion bewegen, ja, ich werde für alles irgendwann einmal Zeit finden, solange lassen wir uns ständig aufhalten, ablenken von allen möglichen Sachen, die on the long run überhaupt keine Bedeutung haben. Und er hat ein köstliches Kapitel über Prokrastinieren, also lustvoll gekonnt prokrastinieren, also aufschieben, rausschieben, Zeug ganz bewusst rausschieben, wo jetzt einfach nicht wichtig genug ist, um es anzupacken. Er redet von der JOMO anstatt der FOMO. Es gibt ja gerade bei jüngeren Generationen das Phänomen, der Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, die Angst, mit einer Entscheidung für eine Party zu verpassen, was an einer anderen Party passiert oder mit allem, was wir machen, irgendwo. Am liebsten wären wir überall zur gleichen Zeit. Die Fear of Missing Out. Und er sagt, wir dürfen die überwinden durch eine JOMO, durch eine Joy of Missing Out. Durch eine Freude, jetzt ganz vieles zu verpassen, wie wir nämlich das, was wir jetzt machen, mit Überzeugung machen und mit Freude machen und sagen, gerade weil ich so viel anderes verpasse, ist das besonders bedeutsam, was ich jetzt mache und hat das einen besonderen Wert. Es ist so ein ultimative Anti-Zeitmanagement-Buch, das ich herzlich empfehlen kann. Und es lebt von dieser Einsicht, das Leben ist nicht ewig. Und eine der Grundaussagen ist, schätze
den Moment. Achte, wertschätze den Moment, den Tag, wo du jetzt drin bist, gerade weil das Leben nicht ewig ist. Und das erinnert natürlich, ich habe noch einen Schlüsselsatz zu dem, die Unsicherheiten von der Zukunft geben der Gegenwart neues Gewicht. Das ist eine Schlüsseleinsicht aus dem Buch. Und natürlich erinnert die Einsicht ganz stark an etwas, wo Jesus schon in der Bergpredigt an ganz zentraler Stelle anmerkt. Und ich liebe den Vers, weil ich immer wieder so drüber stolpere. Jesus sagt da in Matthäus 6, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und ich finde das irgendwie faszinierend, wie Jesus das macht an dieser Stelle oder was er gerade nicht macht. Was er nämlich nicht macht an dieser Stelle, er vertröstet seine Jünger nicht auf die Zukunft. Das könnte man ja erwarten, dass er sagt, macht euch keine Sorgen um morgen, denn egal was euch morgen widerfährt, ihr werdet irgendwann reich belohnt für alle Entbehrungen, die ihr auf euch nehmt. Ihr werdet irgendwann für alle Hingabe und für alles Leid, wo euch widerfährt, werdet ihr vielfältig entschädigt. Aber das ist nicht, was Jesus sagt, sondern er sagt einfach, schau, jeder Tag hat seine eigene Sorge, jeder Tag hat seine eigene Last. Belaste nicht den heutigen Tag mit den Lasten von der Zukunft. Das bringt nichts und das tut am heutigen Tag nicht gut. Und sicher sagt er das auch mit einem gesunden Sinn für die Gegenwart von Gott am heutigen Tag. Und das ist ja so eine witzige Doppelbedeutung, das Wort Gegenwart oder gegenwärtig. Oder Gott ist gegenwärtig, das bedeutet natürlich, oder wir verstehen das so, Gott ist nahe, Gott ist da bei uns, Gott ist gegenwärtig. Aber es bedeutet ja auch, Gott ist präsent, Gott ist jetzt da, Gott ist gegenwärtig, nicht vergangen und nicht zukünftig, sondern Gott ist gegenwärtig. Jetzt, in dem Moment, an dem Tag ist er da und er beschenkt uns mit Beziehungen, die Bedeutung haben. Er beschenkt uns mit Sachen, die wir geniessen können. Er beschenkt uns mit der Schöpfung, mit der Schönheit der Schöpfung. Darum folgender Schlüsselsatz. Wenn morgen die Finanzmärkte einbrechen könnten, wenn morgen mein Job verloren gehen, wenn morgen ein neues Virus sich ausbreiten könnte, wenn morgen eine Diagnose meine Welt erschüttern oder ein Krieg anfangen, dann habe ich umso mehr Grund, heute meine Freunde zu umarmen, heute Musik zu geniessen, heute einem Partner zuzuhören oder den Sonnenuntergang zu beobachten. Also der erste Impuls für ein hoffnungsvolles Leben im Angesicht der Unsicherheiten. Der erste Impuls ist einfach, schätze den Moment, wertschätze den Tag heute. Mach von mir aus, mach den Wein auf, den du in deinem Keller schon lange aufgespart hast für eine ganz spezielle Gelegenheit. Mach den heute auf. Ich habe auch schon Wein aufgespart, den ich geschenkt bekommen habe, wo scheint über 100 Franken die Flasche kostet. Und so lange gewartet, als ich ihn dann aufgemacht habe, war ein Essig. Ich konnte nicht mehr für eine Salatsauce brauchen. Mach den Wein jetzt auf. Träg jetzt die Jeans, die du dir aufgespart hast, habe ich übrigens auch schon gemacht. Jeans aufgespart, bis sie zu dick waren zum Reinsteigen. Am Schluss müssen oder bis sie so definitiv aus der Mode gekommen sind, dass man einfach so nicht mehr rumlaufen kann. Leg die Jeans jetzt an, leg die Tasche jetzt an, wo du dir aufgespart hast und die Schuhe, wo du für spezielle Anlässe, mach das jetzt. Heute ist der Tag, das ist der Moment. Geniess und wertschätze das, was jetzt da ist. Das ist der erste Tipp. Gerade weil die Zukunft unsicher ist, haben wir Grund, jetzt auf dem Eis, wo uns noch trägt, fröhlich zu tanzen. Gut, die zweite Anregung, die widerspricht dem zuerst im ersten Eindruck fast ein bisschen, leg Vorräte an. Man könnte hinzufügen, aber die richtigen. Wenn ich sage, schätze den Moment, dann meine ich mit dem natürlich nicht, dass wir keinen Gedanken an die Zukunft verschwenden, dass wir leben nach dem Motto «Nach mir die Sintflut».
Vielleicht könnte man es mit dem Wortspiel auflösen. Ich weiß nicht, ob das einleuchtet für euch, aber man könnte sagen, ich will mich nicht sorgen um die Zukunft, ich will mich nicht sorgen um morgen, aber ich kümmere mich darum. Es macht logischerweise Sinn, sich Gedanken zu machen über Altersvorsorge. Es macht Sinn, eine Ausbildung abzuschliessen, zum berufliche Kompetenzen zu erwerben. Es macht Sinn, Ressourcen anzulegen. Aber wenn wir von dem reden, auch von Vorräten anlegen, dann bleiben wir immer bei den oberflächlichen Sachen stehen und oft auch bei den vergänglichsten Sachen. Weil wer weiß denn, ob das Geld, das wir für die Vorsorge anlegen, ob wir das denn in 20 Jahren wirklich noch haben, wenn es dann sollte greifen und wie viel das Geld dann noch wert ist, who knows, oder? Ich würde sagen, in Krisenzeiten, das ist auch so ein Schlüsselsatz, in Krisenzeiten leben wir nicht nur von unseren materiellen Reserven, sondern wir zehren von den charakterlichen, emotionalen Ressourcen, wo wir darauf zurückgreifen können. Wir brauchen in einer Krise nicht eine Unmenge an Geld und ganz sicher nicht Berge an WC-Papier. Wir brauchen vor allem das, wo man früher eigentlich Tugenden genannt hat. Man könnte es auch übersetzen mit Seelenkräfte. Was wir brauchen in einer Krise, was wir auf Vorrat müssen haben. Das sind so klassische Tugenden. In der Antike hat man ja so, es gibt so 4 griechische oder dann auch die Römer haben das auch übernommen, so Kardinalstugenden. Gerechtigkeit, Mäßigung oder Selbstbeherrschung, Tapferkeit, Weisheit, das sind so die 4 Kardinalstugenden. Man hat dann im Zug von der Christianisierung vom Römischen Reich hat man dann die 3 christlichen Tugenden hinzugefügt: Glaube, Hoffnung und Liebe. Und im Neuen Testament begegnet uns auf Schritt und Tritt in den Briefen beim Paulus und bei anderen Autoren begegnen uns die Tugendkataloge. Das ist wirklich so ein Big Thing im neutestamentlichen Denken in der ersten Gemeinde, ein grosser Wert, so Tugenden sich anzueignen. Zum Beispiel im 2. Petrusbrief begegnet uns das als Aufforderung: Wendet alle Fleiss dran und erweiset in eurem Glauben Tugend. Da kommt der alte Schlüsselbegriff. Erweiset in eurem Glauben Tugend. Eine moderne Übersetzung, Hoffnung für alle, die sagt, darum setzt alles dran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit dazukommt. Also Tugend wird da als Charakterfestigkeit übersetzt oder wiedergegeben. Das ist quasi die Art von Vorrat, wo wir auf dünnem Eis, im Leben auf dünnem Eis brauchen. Ich habe es mal so formuliert: Gestalte dein Leben so, dass es dir den Aufbau von inneren Vorräten erlaubt. Vorräte, die dich zu einem Menschen machen, wo die Welt in einer Krise braucht. Das ist der Schlüsselgedanke. Wenn eine Krise kommt, wenn das Mobile aus dem Gleichgewicht gerät, dann braucht die Welt eine bestimmte Art von Menschen. Und die kommt nicht out of nowhere, sondern das sind Menschen, die innere Vorräte, Seelenkräfte, Tugenden aufgebaut und gepflegt haben. Und das Entscheidende für eine christliche Perspektive auf Tugend. Das Entscheidende ist, dass die Quelle der Tugend im christlichen Verständnis nicht in uns selber ist. Der Anfang von einem tugendhaften Leben, der Anfang von diesen Seelenkräften, der ist nicht in der moralischen Anstrengung, dass ich die Pfüdlibacken ganz fest zusammendrücke und noch ein bisschen Grosszügigkeit aus mir raushole, sondern der Anfang ist immer bei Gott, der Anfang ist in der Zuwendung von Gott. Gott kommt auf uns zu. Oder wenn wir in einer Krise zum Beispiel sagen, es braucht Menschen, die aufmerksam sind. Es braucht Menschen, die empathisch sind für andere. Dann ist Gott der uns Aufmerksamkeit zuerst entgegenbringt. Gott ist der uns Empathie entgegenbringt. Und wir können mit dem, was Gott uns schenkt, können wir an diesen Tugenden schaffen, können wir das ausbilden, wie wir es von Gott überkommen. Wenn wir von Grosszügigkeit reden, dann können wir grosszügig sein, weil Gott uns zuerst
so reich beschenkt hat, weil er uns, grosszügig ist uns gegenüber, können wir Grosszügigkeit wagen anderen gegenüber. Und ich möchte das einfach als Ermutigung in dem zweiten Punkt platzieren. Es ist jetzt Zeit, das Geheimnis von diesen Tugenden zu entdecken. Wie der Petrus da schreibt, wendet den Fleiss darauf, dass in eurem Glauben Tugend folgt. In der Krise ist es spät, oder? Es ist nicht realistisch damit zu rechnen, dass wenn wir Grosszügigkeit nicht kennen, wenn das für uns ein Fremdwort ist, wenn wir noch nie irgendwo noch einmal hingespendet haben, wo wir nichts davon haben, wenn wir noch nie irgendwie uns aufgeopfert haben für jemand anderes, ohne selber etwas dabei überzukommen. Wenn uns das fremd ist, dann wird es uns auch nicht natürlich aus uns rausfließen, wenn Krise kommt. Das sind Sachen, die wir jetzt pflegen und aufbauen können, damit wir zu den Menschen gehören, die diese Welt braucht, wenn eine Krise kommt. Also Grosszügigkeit üben. Vielleicht musst du dann den Wein gleich nicht aufmachen, sondern verschenken. Oder vielleicht machst du dann den speziellen Wein, machst mit jemand anderem auf und zeigst jemand anderem, wie wertvoll die Person ist für dich, dass du jetzt den speziellen Wein aufmachst oder verschenkst die Tasche oder die Jeans oder wie auch immer. Also, drittens, halt Gottes Liebe fest. Ich habe schon geredet von dem Gott, der uns zuvorkommt mit seiner Liebe. Der Gott, der immer zuerst ist. Wo immer zuerst ist mit seiner Zuwendung zu uns, der uns beschenkt. Und der Gott, der ist nicht nur zuerst, sondern der hat auch das letzte Wort in unserem Leben. Aber im besten Sinn, wo wir uns denken können. Der Gott, es ist der Gott, der unsere Geschichte wird zu einem guten Ende erzählen. Und das ist wie die ultimative Perspektive von einer christlichen Hoffnung. Nicht nur, dass das Gegenwart von Gott und Gegenwart mit Gott wertvoll ist, nicht nur, dass Gott in uns Tugenden weckt, wo uns krisentauglich machen, sondern auch, dass dann, ich sage jetzt mal, dann, wenn es Eis einbricht, dass wir dann nicht einfach untergehen. Was könnte uns, schreibt der Paulus in der wahrscheinlich bekanntesten Stelle vom Paulus im neutestamentlichen Werk überhaupt, was könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod. Und dann zählt er noch weiter auf, was alles kann passieren im Leben und mit was man sogar muss rechnen muss. Und sagt dann, nichts in dieser ganzen Welt kann uns je trennen von dieser Liebe von Gott, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Was deutlich wird an dieser Stelle ist, auch für den Paulus, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Er zählt auf, was kann passieren. Er schreibt das im Bewusstsein, dass das Leben ganz viel Ungewissheit und Unsicherheiten mit sich bringt. Und das Interessante ist, dass der Glaube die Unsicherheiten nicht auflöst. Der Paulus sagt nicht an dieser Stelle, dass wir, wenn wir an Gott glauben, dass wir dann so wie eine Vogelperspektive auf unser Leben bekommen und zum Beispiel dann überall sehen, wo das Eis am dicksten ist und uns quasi können auf dickstem Eis durchs Leben navigieren und nie einbrechen. Das ist nicht, was der Paulus an dieser Stelle verspricht. Und es ist auch nicht meine Erfahrung. Als Pastor von dieser Gemeinde, von dieser Kirche, habe ich viele Geschichten erlebt von Menschen, wo ein Eis wirklich aufgebrochen ist. Wo wirklich ein Leben sich von einer ganz unerwarteten und grausam unerwarteten Seite gezeigt hat. Und ich habe so das Gefühl, mit Gott kann mir nichts passieren. So das Gefühl ist mir selber sehr früh abhanden gekommen. Und es ist nicht, was der Paulus da behauptet. Aber Gott macht das Versprechen. Der christliche Glaube besteht nicht in einer Garantie, dass uns bestimmte Sachen nicht werden passieren.
Also es ist eher das Gegenteil der Fall beim Paulus. Er rechnet damit, dass all das passiert, was er da aufzählt. Also der christliche Glaube besteht nicht in einer Garantie, dass uns bestimmte Sachen nicht passieren können, aber darin, dass uns nichts die Liebe von Gott streitig machen kann. Und das ist genug, um sich nicht einschüchtern lassen von den Unsicherheiten von diesem Leben. Das ist genug. Jetzt hätte ich fast gesagt, dass wenn das Klavier uns auf den Kopf geht, dass Gott dann immer noch eine schöne Melodie damit spielt. Aber das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist nicht der Punkt, oder? Weil es gibt wirklich Zeug, wo uns auf den Kopf geht, wo auch im Rückblick, wo nie werden Sinn machen. Also das ist zumindest meine Überzeugung. Es gibt Sachen, die passieren, wo wir nie werden sagen, ach, ich bin so froh, dass mir das passiert ist, weil es passt alles wunderbar in den Plan, wo Gott mit mir... Es gibt Sachen, die passieren, wo nie schön werden. Aber Gott hat das letzte Wort in unserem Leben. Gott kann auch, egal was uns auf den Kopf geht, Gott wird deine und meine Geschichte zu einem guten Ende erzählen. Und er hat mehr Zeit, als wir haben, Gott sei Dank. Er hat nicht nur 4000 Wochen. Gott wird unsere Geschichte zu einem guten Ende erzählen. Darum lass uns die, 3000 Wochen, die wir noch haben, oder die 2000 oder die 500 Wochen, niemand weiß es, oder? Aber lass uns die Zeit, wo wir noch haben, lass uns die nehmen, um mit Mut auf dem dünnen Eis zu tanzen. Ist gut. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns entgegenkommt, der uns zuvorkommt mit deiner Liebe. Und danke, dass du uns so vieles gibst an jedem Tag, wo wir dankbar sein können und wo wir irgendwo bewusst auch geniessen können. Und ich bitte dich, dass wir vielleicht dort ansetzen können, dass wir lernen, nicht in der Vergangenheit zu leben und nicht in der Erwartung von der Zukunft zu leben und auch nicht den Tag mit den Lasten von der Zukunft zu beladen, sondern den Tag zu nehmen, so wie er ist und den Moment können wertschätzen und geniessen. Und ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst, die Eigenschaften ausprägen, Tugenden ausprägen, die diese Welt braucht, wenn eine Krise kommt. Menschen, die nicht WC-Papier horten oder irgendwie probieren, immer zuvorderst anstehen, sondern Menschen, die eine Weite und eine Grosszügigkeit und auch eine Gelassenheit gewonnen haben, die die Welt wird brauchen, wenn sie erschüttert wird. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns die weite Perspektive gibst, Gott, dass egal was passiert in diesem Leben, dass du unsere Geschichte wirst zu einem guten Ende erzählen. Und ich bitte dich besonders für die heute Morgen da drin sind, die irgendwo manchmal Zweifel haben daran, dass ihre Geschichte noch zu einem guten Ende kommt. Ich bitte dich, dass du ihnen das heute irgendwo ins Herz hineinschreibst, dass du das letzte Wort hast. Dass du willig und fähig bist, um auch ihre Geschichte zu einem guten Ende zu erzählen. Amen. Wenn du möchtest noch für dich beten lassen, das Gebetsteam ist auch auf der Seite wieder während der nächsten Lieder, die wir singen, und kannst das gerne in Anspruch nehmen, um dir auch so von außen die Hoffnung und die Perspektive von Gott zusprechen lassen. Lass uns aufstehen und miteinander nochmal Lieder singen.